Guten Marius, welkom til Zendershow. Ik freue mich, dat we vandaag gaan wieder merken met onze thema. Wir haben uns in Ferien in der Schule bewusst gemacht, dass Gott kann lehren, als nicht bloß ein Vers lesen und dann sagen, oh, nie weiß ich, wer Gott ist. Das ist nicht so einfach. Wir haben uns im Alten Testament mehrere Dinge beschäftigt, dort Gott offenbart sich auf verschiedene Arten und Weisen. Wir haben uns ganz klar gestellt, du hast bloß ein Gott. Und Gott war erholt dort mehrmals im Alten Testament. Dann haben wir aber auch die Versen gelesen, wo Gott von sich selbst redet, als mehr als einer, also Mehrzahl oder Pluralität. Dann haben wir uns die Texten mit dem Denken gehalten, von wo Gott sich selbst vorstellt als der Engel vom Herrn. So ist bei Moses sein Bosch, oder dem Bosch bei Moses seine Geschichte. Und dann haben wir auch dort Gott präsentiert sich selbst als Jesus im Alten Testament, besonders in den Prophetenbüchern. Dann haben wir im Neuen Testament angefangen, mit dort Jesus wird vorgestellt als Gott ist mit uns. In der Johannesbrief besonders stellt Gott vor als Jesus als Gott hier auf Erden. Dann haben wir uns die Geschichte verglichen mit, weil Moses Gott fragt, wer schickt die? Dann sagt Gott zu denen, ich sie oder ich soll. Und Jesus holt sich dort und bringt dort für sich selbst am Johannesevangelium, ich sie. Dann, wie wir in Markus Kapitel 2 mit der Geschichte von diesem Mann, wo der Tag da starben, und du verjährst Jesus Sünden. Und das ist unbedingt ein Ding, was bloß Gott allein kann tun. Dann werden wir von dir ein klein bisschen wiederholen mit dem ganzen Tag. Also, dann haben wir im Alten Testament und dann haben wir Neue Testament. Bringt uns Gott auf verschiedenste Orten vor. Und wir machen eigentlich die ganze Bibel durchgelesen haben, zum Gott wenigstens die bitterste Schale lernen. Vollkommen, wo wir Gott sehen, wenn wir im Himmel sind. Dann aber werden wir von dir an Matthäus 14, 33 anfangen. So, wir fangen an Matthäus 14, 3 an. Matthäus Kapitel 14, Vers 33. Die wordt am boot weer chuimen en beden am on en zeden. Du bist wahrhaftig Gott sehen. Gut, so hier haben wir eine von den Geschichten, wo Jesus mit seinen Jüngern taub ein Erlebnis hat. Und dann bringt die Bibel durch das Wort, der wird am Boot werden, chuimen und beten am on. Also, der Punkt für diesen Vers ist, Anbeten. Adoration bringt wieder das Wort auf Spanisch. Das Anbetungswort ist ein sehr empfindliches Wort. Da kann bloß zwei Sachen bedeuten. Da kann entweder Lästerung sein, wenn ein Mensch anzubeten ist gleich Lästerung, oder Jesus als Gott und dann so das beste Ding, was passieren kann. Wenn die Geschichte uns nicht sagt, dass Jesus dort gegen wird, tja, wir bloß Schutz verstehen oder wir reich. Also, Jesus wird ganz gleich angebetet von seinen Jüngern. Wir werden lesen Matthäus 28, Vers 9. Matthäus 28, Vers 9. En als zij gingen zijn jingen dort te bereichen, dan begon Jesus aan en begreist aan. En zij gingen nuda, hielden am an de feit en schneiden ver am doel. Sehr gut. Also, wir fangen morgen mit dem Charpa eine Anbetung. Die Jünger hatten Jesus ganz klar als Gott anerkannt. An diesem Tag fingen wir dort sogar mit der Charpa, nämlich die Position, die bühen sich für Jesus. Und das ist eine sehr demütige
sagt, was die Jünger tun. Also, wenn wir uns dann anschauen, dort sagen, unsere Jünger, seine Jünger dort zu berichten, dann begehen Jesus an und begrüßt an. Und sie gingen nur, hielten am und der Feit und schneiden vor am Tod. Das ist diese Anstellung von Jesus als unbedingt Gott. Und die Jünger bühen sich ganz bereitet für Jesus. Dann wird dort nicht mal bloß das Finalieren, dann wird dort Gott. Johannes 9, Vers 38, weil wir lesen. Johannes 9, Vers 38. Dan zei de man, Herr, ik geloof en hij beet am aan. Sehr gut. So, das sehe ich in Johannes Kapitel 9 von des Blicken Mond. Jesus hat den Säunen gemerkt. Und dann haben die Pharisäer und Schriftgelehrten dessen großen Trouble gemacht. Wen hat den Sabbat getan und wieso und wie und was. Und die forsten den Mond aus, die forsten die Älteren aus und die Grenzen und dann. Und dann traf Jesus sich dessen Mond nur her. Und dann fragte er ein paar Frauen. Und dann der Mond frug, Herr, wer ist der? Sei mir dort, dass ich an am glauben kann. Jesus sagt, du hast am gesehen und der hier mit dir redet, dort ist der. Dann sagt der Mond, Herr, ich glaube und er bet am an. Jesus wird ganz klar angebet von diesem Mond, was blind wir nicht sein kann. Die Anstellung wird der Messias oder der Retter. Aber der Retter wird ganz unbedingt anbetungswert. Diese Anbetung merkt Jesus auf eine sehr besondere Stunde. Und ich weiß, dass für uns als moderne Christen würde wir vielleicht mal ein bisschen funnig fallen, wenn wir uns so anschauen, dort, oh wow, Jesus wird gleich angebetet. Aber wir fangen ein deutliches Bild von Anbetung an Jesus. Dann, weil wir nur Johannes 10, 3, Johannes 10, Vers 33, so dazu ein klein Ängste wieder. Johannes Kapitel 10, Vers 33. Die Juden sehen an, wegen ein gutes Werk steinig wie die nicht, aber wegen dort lasteren, wenn willst du ein Mensch bist, in die selbst zu Gott merkst. Sehr gut. So, Jesus ist durch und hat durch diese ganze Botschaft gebracht, ich sehe, und das sah scheinen gut. Dann aber wurden die Juden abgerecht. Und die wollen Jesus tot machen. Und nun werden wir uns noch einmal den selben Text lesen, Johannes 10 von 30 bis 33. Ich und die Vater sind eint. Dann hoben die Juden Steine ab, um zu steinigen. Jesus sagte an, ich habe ihn von meinen Vater viel gute Worten gewesen. Wer ihn wohnt von den Worten, wird sie mich steinigen. Die Juden sagten an, wer ihn ein gutes Werk steinigen wie die nicht, aber wer ihn dort lastern und willst du ein Mensch bist und die selbst Gott merkst. Sehr gut. So, wenn es für uns auch ein bisschen interessant war, mit Jesus seine eine Offenbarung aus Gott zu beschreiben, wie morgen dort die Juden, die mit Jesus zugleich lebten, die hatten noch ganz klar, Jesus hat gesagt, er ist Gott. Ja? So, was hier passiert, ist nicht bloß, Jesus hat all seine Feinde gepredigt und er hat die Wunder getan, um Sabbat nicht umbringen. Das ist nur die halbe Geschichte. Die vollkommene Geschichte fängt wie durch, wenn die Juden sagen, wer ein gutes Werk stein wie die nicht, aber wenn du lastern und willst du ein Mensch bist und die selbst zu Gott merkst. Jesus offenbart sich genug, bloß am Johannesevangelium, da wir doch ganz klar wissen, dass Jesus selbst teilt sich aus Gott. Und da merkt die Geschichte ziemlich interessant, wenn ich da wenigstens lesen kann.
Wir haben dann im Alten Testament gecheckt, wir haben im Neuen Testament mehrere Geschichten gecheckt, wo uns Jesus auf eine ganz andere Art und Weise feststellt, als was wir vielleicht durchgewandt sind. Dann werden wir übergehen, nur die Texten, die uns als Christen im Neuen Testament sehr viel umgehen. So, wir haben dann die Texten, wo 3, und ich war hier von der Trinidad handschrieben. Wir waren das Wort, aber noch sein, vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Wir wollen anfangen mit den Texten, die wir im Neuen Testament finden, wo Gott sich zur Gleichheit auf 3 verschiedene Arten und Weisen offenbart. Wir wollen anfangen mit Jesus seine Taufe in Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17. So, wir drehen nun Matthäus Kapitel 3, Vers 16 und 17. En sobald als Jezus gedoopt weer, kwam hij uit wat daaruit en dan merkt zich de Himmel über hem op en hij zag Gott zijn geest, zoals eine duif raufkommen en op hem zaten. En eine Stem vom Himmel zei, dit is mijn lieber Seen, met dem ik zeer tevreden zie. So, gut. So, wir haben hier nu einen Text, wo sich ab Jesus seine Taufe, ich weiß nicht, ob es dort nur ein Riefer ist, aber warum muss ein ja. So, du hast Jesus, der wird getauft, und dann habe ich geboren aus dem Himmel, das soll dann eine Wolke sein, und dann habe ich hier 3 Dinge. So, wir haben hier eine Stimme, die vom Himmel raufkommt, wir haben eine Düve, ich weiß nicht, wo eine Düve hat gemalt, aber das ist vielleicht alle nur eine Bios, nur eine Düve, aber einmal. Wir haben dann diese 3 Präsentations, wo zur gleichen Zeit sich offenbart. Der Text merkt uns ganz klar, dass du sind 3. Du hast Jesus, der steht du im Riefer. Du hast der Jesus, der raufkommt, also das du hängen weg ist erstmal. Und du hast eine Stimme, die von dem Himmel raufkommt. Da merkt man doch ganz klar, dass du sind 3 Dinge, die an diesem Text von Matthäus vernachkommen. So, Matthäus Kapitel 3, Bautismus. Das ist die erste Begegnung. Weil erst einmal sagen wir, die zweite Geschichte ist, was wir an der Bibel finden, wo wir die 3 zur gleichen Zeit begegnen. No? Muy bien, nou wil ik met jullie ook te gaan reden. Matthäus 28, vers 19. Matthäus 28, vers 19. Dan gaat nu naar de veldje van de welt en merkt aan de leerlingen en duidt aan den naam van de Vader, van den Zoon en van den Heiligen Geest. So gut. So, dit is Jesus zijn Aufscheidsrede. En Jesus merkt hier een Gebot. Dat weet ik wat ik wil. Jesus zijn laatste Gebot und der Jünger wir nu guten merkt noch mehr Jünger. Und dann kommt durch das Vers, wo uns durch 3 Personen feststellen wird. Das ist aber so abfällig, wo das Vers formuliert ist. Wenn wir erst eine Bibel nehmen, die wird immer anfangen mit, deutet an den Namen. Bautícenlos en el nombre. Dat is bloß ein Namen. Ja, dat kan we verstaan. Dat is singular. So, de Jesus je los van de Namen, en dat is interessant dat er nog een naam je, dat woord naam gebruikt wordt, want dat is een descriptie. Want ik zie niet Carlos. Carlos is bloß de naam wat mij beschrijft. En dat is opvallend, wo Jesus Gott verstanden hat. Dann sagt er, an dem Namen Singular,
Und dann kommen du dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist vor. Jesus präsentiert uns drei Stück ganz zugleich. Und dort in so erscheinet Weise von Jesus sich selbst in der Dreieinigkeit verstellt. Wenn wir durch den Vers 20 lesen, dann sagt er, du lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe, und verlut ihnen darauf, ich sie einmal begehrt, bei dem Ende von der Welt. So, hier war ich auch ein klein bisschen eine Ramme der Länge. So, Jesus steht da, und was ist das Nächste, was passiert in der Geschichte mit Jesus? Erstmal. Jesus steht da am Berg, dann hat er das Gebot gegeben, gut mehr Gänger, und was ist das Nächste, was passiert? Der fährt in den Himmel. Okay, so, dann ist es entweder Kontradiktorio oder das Wahrheit. Die kann nicht lesen, was das ist, aber wieso sagt Jesus dann, Aqua biegen am Ende von der Welt? Ist Jesus hier von dir? Ja. Oh, nee. Aber ja. Wow, das wird nicht fan. Ich soll hier nicht so tun, aber jeder ein Krieg, was ich sage. Jesus sagt, dass wenn der Heilige Geist hier ist, dann ist Jesus hier. Das scheint zu sein. Das ist so cool, als ein warm Wort. Jesus steht da und die Jünger checken den Himmel, sehr viel. Und die weiten dort, das ist alles okay. Wenn Jesus hat gesagt, was einmal bei uns sagt. Und das ist, wo wir mal in der Bibel lernen zu lesen und zu hören, hey, was geht hier alles an? Das, was wir hier nennen, wo Gott sich auf drei verschiedenste Personen aufdeckt, ist wichtig, dass wir aufmerksam sind, nur zu hören. Wir wollen uns dann nu aber noch mehr vom Neuen Testament holen, wo Gott sich auf drei Arten Wesen bewies. Wir wollen nur 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13, 3. 2. Korinther, Drettien. Möchte unserem Herrn Jesus Christus seine Gnade in Gott seinen Leib in dem Heiligen Geist seine Gemeinschaft mit ihnen alle sein. Amen. Gut. So, das wird gewöhnlich die Rendition Apostolica genannt, also das Sehen, was wir ganz stark die Paulus seine Brief und auch die Cartas a la Iglesia fing, dort wird immer die Utgewohn von dort Gott als an drei Personen durch. Morach, unsere plottische Bibel, fing ich sehr fan, wurde uns das hier festgestellt, wenn es sagt hier, mach unserem Herrn Jesus Christus seine Gnade, Gott seine Leib in dem Heiligen Geist seine Gemeinschaft mit ihnen alle sein. Das ist ein Text, wo wir von der Bloßwaren uns bewusst merken, dort Gott wie sich auf drei verschiedene Arten wies. Ich will Ihnen aber auch merken, wenn ihr in die Bibel trittseln, dann dort du mal gescheit alles in Handmul. Und dann dort ganz wichtigste, du Handmul, dort, da haben alle drei Personen von Gott, da haben eine verschiedenste Arbeit an uns als Christen. Also dort sagst du so, mach Jesus seine Gnade, also Jesus sein Werk an uns als Gnade. Der zweite Ding, was du verkämpfst, ist Gott seine Leib. Gott sein Gnade an uns als Leib. Und dann sagst du, der Heilige Geist vielleicht Gemeinschaft. Und das ist der Anfang, wenn wir uns hier in diesem Thema mal geschehen annehmen, das ist der Anfang von Gott, seine drei Personen kennenzulernen, wenn du seine verschiedene Wirkungen oder Gott schafft an uns auf verschiedene Arten wie durch die Dreieinigkeit. Und das ist ein von den Texten, wo uns eine so schöne Anleitung merkt, durchtau. Wir wollen dann nur noch 1. Petrus Kapitel 1, Vers 2 lesen. 1. Petrus 1, Vers 2. Gott, der Vater, hat sich in lang Treu gewählt, weil es heute weiß, dass die wurden seine Kinder waren, in der Heilige Geist als beginnt am Horten und der Arbeit war,
en haft junt der Jesus Christus zijn bloed gereinigd, aan te gehorchen, mocht genoeg en vrede met junt toenemen. So gut. So dit fresh sonntags wordt ganz klar Gott openbaart als drei. En ik wil hier zo handschrijven functiones. Also, die drei Personen, wat we ving, daar je Bibel openbaart, die haben ganz unbedingt eine verschiedenste Wirkung an uns als Menschen. Wenn wir 1. Petrus 1, Vers 2 noch einmal langsamer lesen, dann finden wir, dort jedes Mal, wo Gott, der Führer, Jesus, der Heilige Geist, vorkommt, dann präsentiert er uns all Tauggefühlt. Gott, der Führer, der das, Jesus, der das, der Heilige Geist, der das. So, dort sagst du, Gott, der Führer, hat sich lang gewählt, weil er weiß, dass die würden seine Kinder werden. Der Heilige Geist, als bei am Horten und der Arbeit was, und hat der Jesus Christus sein Blut gereinigt, am zu gehorchen. Also, jeder einer von den drei Personen von Gott hat eine verschiedene Wirkung an uns. Und das scheint zu bedeuten. Dann wollen wir nur 1. Korinther, Kapitel 12, von Vers 4 bis durch 6 gehen. 1. Korinther, von Vers 4 bis durch 6. Du sind verschiedene Guven, aber du hast ein Jes. Du sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Haar. Du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles an allen wirkt. Gut. So, hier so fingen wir Tauggefühlt, frisch, dort Paulus Schrift von diesen verschiedenen Personen, was derselbe Gott ist. Du fing ich dort so interessant mit was Paulus du anfang. Dort sagt du sind verschiedene Guven, aber du hast ein Jes. Weil er sagt mir da muss sagen, was du bedeutet, wenn wir wollen den Heiligen Geist kennenlernen. Was hat Paulus uns du jetzt gesagt, was der Heilige Geist du hast? Guven vandaag kriegen. So gut. So, wenn wir uns mal bloß von der Mitteln antreiben. Du sind zwei Arten Wies von Unguven nonchen. Der erste Ding, wenn du deine Guven noch nicht gefangen hast, dann will ich dich von dir Mut merken, bet, dass du den Heiligen Geist wirst kennenlernen, so lang, bis der Heilige Geist die wird, deine Guven wiesen. Merkt das an? Wenn du noch nicht ganz genau weißt, wo Gott die auf der Welt gestellt hat, dann fehlt dir, den Heiligen Geist zu kennen. Wenn der Heilige Geist als der, wer uns Guven jaft und uns der Guven openbaart. Und ich finde das so großartig, dass du kannst an dein Leben nachdenken. Und wenn du deine Guven kennenlernst, dann lernst du den Heiligen Geist kennen, wenn der wirkt an dich. Und ich weiß, dass das für uns vielleicht von der Seite nie, aber das finde ich so wahrheit. Warum muss ich finden? Und merk je zelfs mal den Rettung. Vielleicht bist du nicht schwach und du bist so lange bekehrt und du hast keine Ahnung, wo du befuhren sollst. Bet Gott, dass du den Heiligen Geist kennenlernst, durch der Guven, wo der Heilige Geist dich hat. Und das wird für immer dein Leben verändern. Ich weiß dort bloß von persönlicher Erfahrung. Das Christenleben mehr nie nicht sein, was du dir noch gut gefangen hast. Du wirst gerat sein, du wirst nun Himmel, und Jesus hat den Preis betont. Aber wir sind hier nur noch beirrt. Und uns wird so neidig und Arbeit zu stellen. Du bin, sagt der Vers 5, du sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Haar.
Dit is een ding waar ik nog hem aan schaf. We leven in een zo vrije tijd. We leven in deze tijd waar we alle geloven we kunnen doen wat immer we willen. Het Nieuwe Testament gebruikt een zo schöne termino voor Jezus en dat is Herr, Señor. Wanneer we ons kunnen leren Jezus als Herr, Señor, aan te kijken, dan zijn we op einmal dat we schaffen für uns. Wir haben Arbeit und wir haben, wollen wir doch mal plötzlich sein, ein Wirt. Jesus ist der, der wird, dass du und ich an Arbeit gehen. Und alles, was wir tun, das tun wir nicht bloß wegen ich kann. Das tun wir wegen uns Herr, das von uns verlangt. Und das verändert alles für immer. Die Jungs, die da hängen zaten, die tun das nicht bloß für sich. Die tun in Deutsch. Die, die sich am Fastball kämmern, die tun in Deutsch. Die, die die Schweigereien merken, die tun in Deutsch. Weißt du, wieviel mehr sein Christenleben merkt, wenn du das bewusst bist für Jesus und nicht bloß für ihn? Das Leben verändert für immer. Wenn du die Reihe merkst, zum Sinne soll kommen, dann sagst du tschüss. Gott, ich will die von dir tun. Mach das, was ich von dir will tun. Bloß die allein ihr in Anerkennung bringt. Dann verändert das Leben für immer. Wenn er merkt, dass auf einmal sein. Du liest den Heiligen Jesus an, der beguft ihn wahrscheinlich, wow, und der denkt sich, ich bin so grülich fan. Und der Heilige Jesus ist der, der das ermiedet. Und dann gehst du das tun, aber dann verjagst du von dir selbst, wenn man die halt unmündig hat. Das ist der Heilige Jesus, der an die wirkt. Und dann sagst du, oh wow, ich sie beguft. Der Heilige Jesus ist in mir. Und ich kann alle solche Dinge tun. Nicht wenn ich, weil der Heilige Jesus in mir ist. Und dann gehst du das tun, nicht für die, dann gehst du das tun, wenn du hast einen Meister. Und dann sagst du, ich will mein Leben opfern. Wenn mein Herr verlangt das von mir. Und dann liebe ich Gott kennen, auf eine so andere Schicht. Wenn dann auf einmal habe ich ein ganz klares Bild an uns. Wow, das wurde schon. Dann lese ich hier wieder. Dann sagt dort, du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast einen Gott, der alles an allem wirkt. Am Ende vom Tag sind wir gewählt, Gott kennenzulernen. Wenn wir von der durch die Bibel gegangen sind und haben uns Jesus bekickt, den Heiligen Jesus bekickt und Gott bekickt, dann müssen wir tauschen, dass wir haben bloß die rotste, bewusste Schal angeschiert, von wer Gott ist. Ich will jüngst von dem Mut merken, niemals mit irgendwem in der Streiterie zu gehen über Dreieinigkeit ja, Dreieinigkeit nicht. Fair, wie die Bibel so viel kann, dass jedes Mal, was Gott sich offenbart, dass uns Leben verändert hat. Ich will nicht trägen nur das Wort Dreieinigkeit. Für die ersten Christen, wir Gott. Jesus, wir Gott, und Jesus hat ab ihr gelebt, so dass wir Jesus ab ihr, dass wir Gott mit uns. Und wenn Jesus heute gesagt hat, würde einmal bei uns sein, dann hat er doch bloß selbstverständlich genommen, dass der Heilige Jesus, der raufgekommen ist, der ist Gott. Und für mich ist das eine sehr schöne Art und Weise von was sagen, ich glaube an Gott. Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Jesus. Für 300 Jahre, in der Verfolgung bleibt das Glauben an Gott so rein. Wenn alle Mann los die Bibel und die Bücher, was wir von der Tag haben, losen die. Und du fehlst gleich in Numm unterbacken und zu sagen, naja, ich glaube an den dreieinigen Gott oder ich glaube, no, du fehlst bloß zu sagen, ich glaube an Gott. Wenn, das wird so sehr geprüft, dass wenn du sagst, Jesus ist Gott, dann werden die anbringen. So, dass wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann wird ernst gemeint. Weil Verfolgung abhält,
erst war an 300, dann fangen Menschen an abzukommen mit all diese 20 Gedeihen von dem Gott, was sich durch die Bibel offenbart. Und du werden Streiterien angefangen von, als Jesus dann nu vollkommen Gott, wie Jesus du immer, und was haben wir den Heiligen Geist, als der Heilige Geist bloß eine Kraft oder uns mit nur schreiben det, oder als der Heilige Geist Gott, dann kommen all diese Fragen für nach. Da wird Einigkeit, in Wirklichkeit, bedeutet bloß, du sind drei, die sich vollkommen einig sind. Ich finde aber, dass für mich, als da wird Einigkeiten so gebildet wird, zum Proben Gott zu beschreiben. Nicht mehr arg verstehen. Ich glaube nicht, dass wir das Wort arg brücken, wenn wir sagen, Trinidad bedeutet an dem sind bloß tres en común e iguales. Wenn wir bosig Gott beschrieben, dann fängt ich, dass das Wort der Einigkeit dort passt, dort schafft. Wenn du sagst dann bloß, du sind drei, die sind gleich und die sind sich einig. Für mich ist es aber schwer, das Wort von der ersten Tag zu brücken, wenn das Wort ist so angeschwingt worden von allen verschiedensten Richtlinien von Denken. Ich würde uns merken, wir würden uns mähen, Gott kennenzulernen, auf dessen so persönlichen Grund. Fair, ich mal mit anderen Menschen über das mich unterhalten und mit der Welt reden, dann will ich für mich selbst trägen. Nur der steht, wo ich bete, Gott offenbart die zu mir. Und ich will Ihnen fragen, das habt ihr mir Ihnen al 100-mal gesagt haben. Wenn ihr mit alles was beschäftigt, was die Bibel anbelangt, dann sollen wir unbedingt uns die ganze Bibel durchlesen. Und jedes Mal, was die Bibel von dort Thema redet, was uns angeht, sollen wir uns die Versen abschreiben. Und dann haben wir eine lange Liste gemacht. Dann fangen wir die Liste an frisch zu lesen. Und jedes Mal, was Gott von sich selbst redet, dann würden wir da hinschreiben, okay, an diesem Tag offenbart sich Gott so. An diesem Tag offenbart Gott sich ab dieser Art und Weise. Ab diesem Tag offenbart Gott sich dieser Art und Weise. Wenn wir dann die Bibel durchgelesen haben, und jedes Mal, wo Gott sich selbst offenbart, haben abgeschrieben, und wir die Leswurm bechecken, dann wird uns Christenleben für immer verwandeln. Wir sind doch nicht gewandt, dass wir uns rückfahren und sagen, lehr Gott mal an. Wir sind gewandt, dass wir streiten uns über was das oder was ja anders ist. Und vielleicht, weil ihr in Rückgefahren die ganze Bibel durchzulesen, ihr sollt. Wenn du dir kein Grad dran heichst, als wir sagen, ich glaube an Gott und ich lese nicht die Bibel. Wir haben Zeit zu alles, bloß das Wichtigste im Leben nicht. Wenn ich will behaupten, ich glaube an diesen Gott, was ich offenbart habe, 3 Personen, dann sagt die an, den zu tun. Hierzu würde ich dann noch sagen, wenn wir mit Menschen in Erholung haben, über uns glauben, der in Erholung kann keinmal eine halbe Stunde passieren und keinmal an einen einzigen Bibeltag. Gott ist so groß, so bitterlich und so besonders, zum dass ich würde behaupten, ich kann Gott kennenlernen an einem Bibeltag. Gott hat sich offenbart auf so eine bitterliche Art und Weise. Ich kann nicht begreifen, wer Gott ist, sowieso nicht, wenn ein Mensch sieht. Aber die Offenbarung, was Gott uns hingelassen hat, der ist so groß, zum dass ich die Welt einfach rückblicken. Mag Gott uns das Verlangen geben, das Drief, dort wir wollen Jesus, Gott und den Heiligen Geist kennenlernen
auf seine persönliche Art und Weise. Wir wollen die Bibel lesen, wir wollen durch die Bibel Gott kennenlernen und wir wollen Gott so kennenlernen, als Gott sich offenbart und nicht an das Model, was wir Gott für einen Menschen stehen. So ich habe uns gesagt, dass wir wollen Gott kennenlernen, so ist Gott sich offenbart. Und ich habe ihnen das Rezept gegeben von lest die Bibel und schrieb mal ab, okay, wo fängt ich alle wegen Gott und was sagt er von sich selbst? Eine List merken und dann ein Bild von Büchern, dann haben wir alle da gelehrt. Das ganz Wichtigste, wenn wir das tun, ist, dass wir uns Feierkonten gehabt, wo man das schon, meine hängt wie selber nicht Feierkonten, aber wir haben alle ein ziemlich Feierkonten gehabt. Und alles, was nicht feierkontig ist, das spielt sich so, das postet nicht nach. Und wenn ihr das nächstes da passiert, dann sehe ich vielleicht eins ja, aber einmal mit mir selbst schaffen, dass mein Feierkonto vielleicht einmal mit Rönt oder mit länglich wird. Was mir sehr viel passiert ist, dass ich lesen tags einmal mit meinem Feierkonto Verstand von vorher. Und ich will dir ein Beispiel geben für was passiert, wenn wir bloß mal horchen. Ich war groot en erwachsen. Ich war gerade gleich als all die Jugendlichen. Weil ich das erste Mal hier von der Gott, ob ihr als Mensch gegangen hat im Alten Testament. Ich würde mein Leben gewartet haben, dass das nicht so wird. Dann habe ich glücklicherweise ein erwachsener Riepatjes in mein Leben. Der sah sich mit mir durch und der las ein oder andere Geschichte im Alten Testament mit mir und sagte, check, du jette. Ich glaube, wir haben nicht viel so weit getan, das tot zu stehen, dass ich so arg so abgeführt habe. Wenn wir Gott kennenlernen, dann machen wir eigentlich alles zu sehen bleiben, was wir glauben, was wir wollen, und uns Verstand aufmerken, ob dort, was die Bibel offenbart. Weißt du, Abraham ging mit Jesus taub. Weißt du, dass Josua sich mit Jesus bejahend für den Gerechten ging, das verheißene Land anzunehmen? Weet je dat Moses zich ombarst met Jezus bejahend? Wenn Jesus im Neuen Testament sagt, Abraham, en ik wie zijn Kompass, dat wir nicht Spuß. Die Bibel ist so büttergewöhnlich besonders. Und wir glauben, wir sind so büttergewöhnlich klug, dass wir das alle wissen, das ist nicht so. Wenn wir uns mit Jesus, den Heiligen Geist und Gott aufgeben, dann haben wir eine sehr spannende Reise vor uns. Wenn das ein von den Dingen, wo das wenig davon geredet wird. Wir glauben alle bloß Buben, ja, Gott sind 3 Sachen fertig. Und du hast so viel mehr mit dir. Ich freue mich, zum jeder Tag eine Bibelerkenntnis wissen. Und mein Gebet für uns als Kirche ist, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, was wir glauben, was wir wollen, sondern dass wir sehen, dass Gott sich was an uns offenbart. Mein Rat ist verlangt, du bist, dass wenn wir Gott sehen, dann wollen wir den Heiligen Geist kennenlernen und der wird uns Guven wiesen, wo wir nicht mehr wissen, wo du wirst. Und dann auf einmal was ich ab hier mit Beziehungssachen, als ich anfange mit mir. Und dann wollen wir Jesus tun, so stehen wir uns hier rathaft, aber der wir uns Meister ist. Dann wollen wir ab hier mit, so Marvin da noch sieht, sein würde Grenze hast, aber wo kein Holzer und Aschel getan, für das Sinn ist, dann wollen wir uns andere Weg drehen, dann wollen wir Gott tun mit alles, was wir haben. Wenn wir haben einen Meister, wer von uns verlangt. Dann wollen wir kein demütig bleiben, wenn alles, was wir tun, das tun wir dann nicht mal von uns selbst und nicht von uns selbst. Dann wollen wir bewusst sein, dass alles, was immer ich handkriege, das hat der Heilige Geist an mich.
Also traf mich keine Ehe davon. Und wenn wir das für Jesus tun, dann soll alle Ehe in Anerkennung für uns Dienst an Jesus gehen. Und dann werden wir uns freuen, zu den Tag, wo wir im Himmel sind, wenn bloß dann, wo wir Gott vollkommen verstehen, für wer er ist, für was er für uns getan hat, für groß und wo wunderbar der Radung ist, was Gott uns gegeben hat, weil wir zu beten. Vor dem Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass wir die so viel kennengelernt haben, dass wir wollten, dass du uns läufst, dass Jesus uns Gnade gibt und dass du uns den Heiligen Geist geschickt hast, dass wir Schimmelbrücken allein sind. Wir beten, dass du in uns warst, dass verlangen erwarten, die kennenzulernen aus Gott, aus Sehnen, aus Heiliger Geist. Wir wollen niemals glücklich mit die und wer du bist umgehen, sondern wir wollen uns beschaffen mit dem Wort, sodass du die Kost uns einmal wieder offenbar auf unserer persönlichen Weg. Wir beten, dass wir unsere Gaben finden durch den Heiligen Geist, der uns der gibt, dass wir uns Leben opfern, Jesus zu dienen, wenn er uns hat ist, und dass wir noch verlangen haben, ein Tag im Himmel wie die zu sein. Wir beten, dass du uns nicht was tachluten, mit uns fühlt, dass wir vier finden an uns, was du uns zwingt, die Bibel zu lesen, dass uns zwingt, die besser kennenzulernen. Wir beten, dass dein Willen, was man uns Wirklichkeit wird, und dass dein Wort, in der Erkenntnis von dein Wort uns was überschwammt, so ist das Wort, das mehr das. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.